träume so gern in den Tag hinein. Macht ihr das auch gern? Es ist ja so, wenn man träumt, ist plötzlich alles möglich. Aus Regen wird Sonne, aus Traurigkeit Freude. Und im Traum kommen mir plötzlich Sachen, die im normalen Leben nicht gehen. Der Flapper träumt davon, dass er fliegen kann. Ui, hui, ja, ja, hui. Ich wette, ich könnte so durch die Luft fliegen wie der Drache. Und alles von oben runter sehen. Denkst du, die Welt sieht von oben anders aus? Natürlich, stell dir das doch einmal vor. Die Häuser sind kleiner und plötzlich sieht man den ganzen Wald am Stück. Das wäre noch cool. Leider können wir zwei ja nicht fliegen. Dafür kann es unsere Maggie. Ja, genau. Du hast recht, vielleicht kann sie es mir zeigen. Das geht nicht. Sie ist doch in die Ferien. Und sie hat nicht gesagt, wenn sie zurück ist. Oh ja, stimmt. Aber los mal, wieso kann sie eigentlich fliegen und mir nicht? Oh, ich weiss, Flügel, sie hat Flügel. Ja, aber du hast keine. Die könnte ich ja vielleicht basteln. Hilfst mir, Elli? Der Flapper hat gerade mit dem Flügelbauen angefangen. Aber ob er dann mit denen wirklich durch die Luft kann schweben, wie ein Vogel oder ein Drache, das glaube ich eher nicht. Hopp. Also dann, ich probier's einmal. Drück mir ganz fest die Daumen, Eli. Aber flieg nicht zu hoch. Pass dich auf, gell? Nein, keine Angst. Nur ganz einen kurzen Flug, zum schauen, wie es geht. Und los! Oh. Flapper, du musst glaub mit den Flügeln flappern. Schneller und noch mehr flappern. Es kommt ja so blöd umeinander. Hat es damals jeder geschneit? Ich weiß es nicht. Es sieht aus wie Fasnacht oder so. Die Flügel funktionieren nicht. Ich bin nicht einmal in die Luft gekommen. Wenn mir jemand zeigen wie Fliegen geht, ich würde einen Haufen zahlen. Und die kannst du verbrennen. Zum Fliegen sind es nichts. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er sucht einen Fluglehrer und würde unglaublich viel Geld zahlen dafür. Ja, und jetzt? Wir zeigen es ihm. Wir? Spinnst du, wir können ja auch nicht fliegen. Das ist doch wurscht. Hauptsache er zahlt uns für seine Flugstunden. Ja, du meinst, es geht? Sowieso. Wir organisieren einfach einen Flugworkshop. Was ist das? Dort lernt man fliegen. Aber so ein Workshop ist im Fall gar nicht so billig. Der Wolfi und der Freddy führen wieder mal etwas im Schild. Das kommt meistens nicht gut raus. An alle, die schon immer gerne fliegen. Für uns können das lernen. Achtung, Achtung! Der Wolfi und der Freddy gehen den Workshop Fliegen für Anfänger. Meldet euch an, es hat nur noch wenig Platz. Fliegen für Anfänger. Ein Flugworkshop? Genau das brauche ich doch jetzt. Hoi, Freddy. Ah, Flapper, was hättest du gern? Ich melde mich an für den Flugworkshop. Moment mal, ich muss checken. Wir sind schon recht voll. Oh, du hast Glück gehabt. Es hat noch einen Platz. Cool. Und wie viel kostet das dann? Zuerst 3 Stunden Theorie, 4 Stunden Fliegen, das Material kannst du mieten. Zusammen macht das genau so viel. Das ist noch viel. Aber gut, ich will unbedingt. Also, ich will gern gerade anfangen. Macht ihr es dann vor? Klar, das gehört dann dazu. Komm mal mit. Stand dort drüber. Von dort hinten siehst du es am besten. Tada! Ah, Schau gut zu. unglaublich. Das ist aber mega cool. Und kann ich das am Schluss auch so gut? Logisch, denk. Endlich wieder die Heime. Jetzt packe ich schnell aus und dann gehe ich meinen lieben Freunden Heu sagen. Herzlich willkommen. Lektion 1. Wenn du fliegen willst, mach's genau wie die Vögel. Ach so, darum haben wir uns verkleiden. Du musst nicht nur aussehen, du musst auch tönen wie ein Vogel. Wie geht das?
Ich mache zum Beispiel einen Spatz. Du, ein Huhn. Ein Huhn? Das ist komisch. Hühner können doch gar nicht so gut fliegen. Konzentrier dich, Stunde von da. Also. Auf was wartest du? Willst du jetzt lernen, wie es geht oder nicht? Ja, logisch, aber Du musst gackern wie ein Huhn, sonst klappt das nie. Nochmal, gib Gas! Die beiden haben den ganzen Tag piepset, gackert, gekrächzt und gemacht. Aber obwohl sich der Flapper alle Mühe gegeben hat, er hat es nicht geschafft, davon zu fliegen. Oh, es war genial. Die haben ganz einen Haufen Fotos gemacht und überhaupt... Flapper? Was machst du? ich mache bei einem Flugworkshop mit. Beim Freddy und beim Wolfi. Ein Flugworkshop? Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber der Freddy findet, ich mache Fortschritt. Es fehlt mir nur noch am richtigen Ton. Was für ein Ton? Ich zeig dir's einmal. Wenn ich fliegen wie ein Vogel, muss ich so gackern wie ein Huhn. Das hat der Freddy gesagt. Flapper, ich wollte dich ehrlich nicht enttäuschen, aber Ach, so ein Mist. Fliegen kann man nicht lernen. Das können nur Vögel, so wie ich. Das stimmt nicht. Ich habe selber gesehen, wie der Freddy geflogen ist. Und er ist einmal auch kein Vogel. Wenn ein Fuchs kann fliegen, dann kann das auch ein Hase. Oh, was hat der Freddy wieder ausgeheckt? Der naive Osterhas. Haha, morgen ist die zweite Stunde. Komm, wir studieren noch mal so einen super coolen Flugtrick ein. Aber zieh nicht zu fest am Kragen, gell? Das letzte Mal hat es mich fast hinten rausgeschletzt. Und das war dann peinlich. Also komm. Hopp. Hey, Flapper, der Glocki. Siehst du, wie ich fliegen kann? Das lernst du leider nie. habe ich's doch gedacht, ihr zwei Vögel. Nimmt mich ziemlich Wunder, wie ihr das erklären wollt. Also, der fiese Streich vom Freddy und vom Wolfi ist aufgeflogen und sie haben eine saftige Strafe bekommen. Und der Flapper hat schon gleich wieder eine neue, spannende Idee gehabt. Flapper, was hast du auf dem Kopf? Also, ich habe gelernt, dass wir Hasen nicht fliegen können wie Vögel. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit. Ich habe eine neue Idee. Schau, ein Motor, eine drucksichere Kabine und Luftantrieb. Ich wollte ein Raumschiff bauen und mit dem ins Weltall fliegen. Seht ihr? Einfach cool. Ein richtiges Raumschiff. Bis später, ich muss noch viel machen. Ein Raumschiff. Lustig. Ciao! Träume sind etwas Wunderschönes. Haben ihr gemerkt, wenn man fest genug an seinen eigenen Traum glaubt, wird er plötzlich wahr? So wie beim Flapper.